Herzlich willkommen zum Wasserspritzung-Grundkurs. Wenn dich interessiert, wie man solche Bilder macht, dann bleib jetzt dran. Der Aufbau vom heutigen Bild kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Wenn nicht, schau doch zuerst das Video, das ich dir da irgendwo oben verlinke zum Thema Dunkelfeld und Hellfeld oder Dark- und Brightfield-Fotografie, wie man Glas fotografiert. Ich habe hinten eine Softbox mit einem Blitz, links und rechts und oben schwarzes Papier und hier tue ich abschatten, damit mein Glas eigentlich hinten einen weißen Hintergrund hat, aber schwarz. Die schwarzen Papiere spiegeln sich im Glas nachher spiegeln und geben dem Glas einen Kontrast. Ich will heute so falsche Eiswürfel in das Glas mit Wasser reingehen und eigentlich das spritzende Wasser fotografieren. Genau. Was ändert sich jetzt zur normalen Glasfotografie? Es gibt einen Hauptunterschied. Und zwar, ich muss mehr Tempo haben, damit ich die spritzenden Wassertröpfchen nachher einfrieren kann. Und darum habe ich hinten jetzt mal nicht LED-Lichter oder irgendein Dauerlicht, sondern da hinter dieser Softbox versteckt ist so ein Blitz, eigentlich ein normaler, das ist jetzt ein Godox V108-62S. Es geht aber mit jedem Blitz. Warum ein Blitz? Die Dinger heissen auf Englisch nicht umsonst Speed Lights. Die sind sehr schnell. Und das Tolle ist, ich kann eigentlich, indem ich zuerst mal ein Grundbild mache, kann da mal abdrücken. Wenn ich da abdrücke, ist kein Umgebungslicht da. Das heisst, es ist eigentlich schwarz. Und wenn ich dann abdrücke und meinen Blitz auslöse, und zwar mache ich das so mit einem Funkauslöser, ebenfalls von Godox, verlinke ich das Modell gerne verlinken. Ich weiss gar nicht, ob es die noch gibt. Es ist schon ein paar Jahre alt. Habe ich auch alles brav selber gekauft. Und der Auslöser, der passend, der dann auf die Kamera kommt. Wenn ich jetzt den Blitz auslöse damit, dann habe ich Licht von hinten. Und zwar kann ich diesen Blitz eigentlich relativ schwach einstellen. Ich habe den manuell auf 1/8 Sekunde eingestellt. Das reicht locker für das Glas zu beleuchten. Und Kameraeinstellungen sind f8, ISO 200 und ich habe 1/160 Sekunde Verschlusszeit gewählt. Ich muss schauen, dass ich in der Blitzsynchronzeit bleibe. Das ist je nach Kamera 250. 200. oder 160. Es spielt eigentlich keine Rolle, du kannst schon länger belichten, weil das einzige Licht, das nachher mein Glas und das Wasser beleuchtet, ist das von meinem Blitz. Und weil das so schnell auslöst, wird durch das Licht die Bewegung vom Wasser eingefroren. Das ist die Idee. Genau. Ja, hier eben noch so falsche Eiswürfel, die sind aus Kunststoff, die sind ein bisschen leichter und sie schmelzen mir auch nicht davon. Das gibt da noch so ein bisschen, macht das Bild noch ein bisschen interessanter aus meiner Sicht. Und einer von denen wird ich dann von oben in das Glas reingehen und gleichzeitig die Kamera dann mit dem Fernauslöser aus der Hand auslösen. Ich werde sicher ein paar Versuche brauchen, es wird sicher ein kleines Pflotsch geben auf meinem Tisch, aber ich bin schon gespannt auf das Resultat und das kommt sicher gut und wenn du mir vertraust und glaubst, dass das etwas wird, dann schau gerne weiter, was jetzt da passiert. Okay, es ist jetzt alles aufgebaut, hier ist mein Glas, Kamera im Hochformat, schön tue ich da auf das Glas scharf stellen. Mein Blitz ist eingestellt und ich mache jetzt mal mit dem Fernauslöser da ein erstes Testbild. So sieht es aus. Perfekt, schön weiss und ich habe die leichten schwarzen Rändchen von der Spiegelung vom schwarzen Papier in meinem Glas. Wir haben jetzt auch Wasser hier im Glas und auch da mache ich wieder über den Fernauslöser ein Testbild, um zu schauen, ob alles passt. Perfekt, das sieht gut aus. Dann gehen wir doch mal Richtung Action. Also, jetzt brauchen wir ein bisschen Koordination. Ein Finger ist hier auf dem Auslöser
Und mit der anderen Hand probiere ich den Eiswürfel da möglichst genau in die Mitte von meinem Glas zu treffen, so dass das Wasser aufspritzt und genau im richtigen Moment ist dann das Ziel, dass ich hier auslöse. Genau, wir schauen doch einfach mal, was da passiert. Gar nicht so schlecht für einen ersten Versuch, oder? Ich probiere einfach noch ein bisschen weiter mit mehr Eiswürfeln. Die ich hier versenkt habe, lasse ich einfach mal drinnen. Ich kann am Schluss immer noch unten das Glas von einem neutralen Bild brauchen und das im Photoshop zusammentun. Ja, ich spiele jetzt einfach ein bisschen weiter mit meinen Eiswürfeln und mache da noch ein paar Bilder und am Schluss zeige ich dir dann, was dabei ist rausgekommen. So, die Mohrerei wird grösser und grösser. Ich habe hier auf dem Hintergrund auch Wasser, aber eben, es ist nur Wasser, passiert eigentlich gar nichts. Was ich jetzt noch probieren will, ist das Ganze hinten hier umzustellen. Das heisst, schwarz in die Mitte, sogenanntes Dark Field hinter dem Glas, also dass der Hintergrund vom Glas schwarz ist, und links und rechts weiß und hell. Und dass wir das umgekehrt auch noch haben, das probiere ich auch noch aus, aber zuerst tue ich jetzt hier ein bisschen meine Sauerei aufräumen und wieder alles parat machen für Runde 2. Bleibt dran. Wahnsinnig viel geändert habe ich nicht an meinem Aufbau. Das Einzige, was anders ist, ich habe links und rechts und oben die schwarzen Papiere weggenommen und habe stattdessen nur noch ein Papier hinter dem Glas. Wenn ich jetzt abdrücke, sieht es folgendermaßen aus. Wir haben den Hintergrund vom Glas schwarz und wir haben links und rechts und oben haben wir eigentlich weiße Reflexionen von der Softbox und sonst bleibt alles gleich. Meine Eiswürfel sind wieder parat hier. Ich tue Wasser reinfüllen und nachher probieren wir mal aus, wie das aussieht. Ich hoffe, dir hat es Spass gemacht. Du kannst selber entscheiden, ob dir der weiße oder der schwarze Hintergrund besser gefällt oder beides gleich. Wir haben heute ein bisschen mehr Ausrüstung gebraucht. Eben das Projekt ist wirklich möglich nur mit einem Blitz, den du über Funk kannst auslösen kannst. Sonst wirst du zu langsame Verschlusszeiten haben und dein Wasser wird nicht scharf. Wenn du das aber hast, dann ist das machbar. Es braucht auch nicht einen teuren Blitz zu sein. Du kannst alles manuell einstellen. Das geht auch einen uralten, wo du irgendwo kannst einfach einen Funkauslöser dran tun. Es gibt auch ganz günstige Funkauslöser, die müssen wirklich nicht viel können. Die müssen einfach den Blitz auslösen über die Kamera und fertig. Also du musst da nicht irgendwie Hunderte von Franken investieren. Wenn dich so Sachen, Highspeed-Sachen interessieren, kommst du früher oder später nicht um einen Blitz um, mindestens einen. Es braucht aber einen und man kann schon ganz tolle Sachen machen. Und ja, das ist einfach mal so ein bisschen die Basis. Ich werde in der nächsten Zeit in diese Richtung noch ein bisschen mehr machen. Also, wenn dich das interessiert, dann bleib hier bei meinem Kanal dran, abonnieren gerne. Da kommt sicher noch mehr, auch noch mit Farbe und mit ein bisschen mehr Action und was man da alles noch machen kann. Es hat mich sehr gefreut, bist du dabei gewesen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, du hast etwas gelernt. Wenn das so ist, vergiss nicht den da. Merci vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.